Herzlich willkommen zurück bei einer neuen Episode von Comedy Luxemburgs feines Metal Podcast mit Gilles Mompitz. Gute Morgen, Gilles. Gute Morgen, Pete. Den einzigen, den besten, den allerbeste Pete. Was hoffen? Ich kenne keinen anderen Pete. Ich kenne da doch. Ich kenne ja, du glücklich. Aber es sind die Besten, muss ich. Ja, ich brauche für den, und das bist du. Voilà, ich kenne noch. Ne, von kann ich pur Gilles. Mhm. Du warst auch mein Lieblings-Gilles, muss ich definitiv dazu sagen. Das berührt mich ganz tief. Die reiert kein Wasser, das muss ich sagen. So viel zu unserer Love Story. Willkommen. Willkommen zurück. Was lebt heute, mein Freund? Wir schwätzen heute über Genren. Verstehung. Letztes Jahr hat mir über den Metalcore geschwärzt. Heute schwätzen wir über seinen bösen Bruder. Wir schwätzen über Breakdowns, über ganz viel Blastbeats, über Bui an Pixqueals an ganz anderen Dämonengereiche nach. Wir schwätzen heute über Deathcore. Deathcore ist erstmal ein wunderschönes Wort. Schon der Wort Deathcore ist einfach so monumental. Das klingt schon brutal. Ja. Das ist auch eigentlich genau das, was die Genre da. Ja, im Anfang ist das Wort, mit dem du die Genre in einer Kehr beschreiben kannst. Das ist einfach brutal. Genau. Ja, das von Ball so nicht, wie das ehrlich zu sein. Ja, mir das aber, das ist ja auch das Beste aus denen zwei Welten, ne? Wie die Pitti gesagt hat, mir für den Metalcore gemäht, mir noch schon Deathcore, nicht Deathcore, Death Metal gemäht. Da hat dann den Monsieur Death Metal und Modern Metalcore da umgedreht gedacht, wir konservieren lo ein Kant. Und das Kant war der schlimmste Fehler, wo sie je gemäht haben. Und du hast Deathcore dabei rausgekommen, das war wahrscheinlich das schwer erzählt, das beste Kant, was sie je hatten. Ja. Das nie wollte folgen, was immer just, sobald Mama oder der Papa gesagt hat, sind direkt an die Maul gehen, mit Fistflying und immer so. Das ist Deathcore. Auch selbst wie der Metalcore war von der Metal-Szene nie gut angesehen. Zum Anfang, Schwarzlo mit 2000er, Anfang 2000er bis Ende 2000er, das mal so. Und da fast die Göllen-Ära, das mal so. Ja, wo alles ein bisschen so Formen geholt wird, wo sich ein bisschen von dem Death Metal distanziert tun. Also, distanziert. Die gute Sache vom Death Metal matt auf den Weg geholt und für dann so richtig dekadent Sachen zu machen. Ne? Ja. Und die was von Bands dann nur auch dann nach ihren eigenen Sound entdeckt. So. Mit drauf kommen alles zu schwätzen. Absolut. Wie gesagt, das Genre, den das selbe wie der Metalcore auch aus der Hardcore-Szene entstanden. Aber so sich danach so Stecker rausgezogen aus der Death Metal-Szene, eben hauptsächlich aus der Slam Death-Szene, Bands wie Suffocation, an Devorment, an Dying Fetus und so weiter. Ja. Also Slams sind nur umgeändert gehen an Breakdowns, an das hat dann unser Lauf geholt. Ja, ich meine, das was den Deathcore, was sie so Trademarks von ich meine, dem bekanntesten, sogar vielleicht, wo vielleicht nicht früher auf Deathcore sind, die wüssten, was der Breakdown ausgeht. Ja. An die meisten hassen, die nicht froh am Genre sind. Ne? Ja. Scheiern immer so Delitisten, scheiß Breakdowns können das nicht wie 0 an 1 zu spielen, bla, mi. Ja, und aber musst du dann so, ob es geht oder nicht, ich meine, ich zähle mich auch sicher nicht zu den Deathcore, Hardcore oder den Deathcore-Fans. An aber sind viele Bands, die mehr echt mal mit denen mir groß gesehen, ne? Zu der Zeit, Anfang den 2000er, mit 2000er so, Bands zu mir auch teilweise verfolgt haben, viele Bands zu mal gucken waren, gell? Und Deathcore ist für mich persönlich so etwas wie also an demselben Status wie den New Metal, das ist mehr nostalgisch für mich, wie das ich nur nach so ich gehe auf Deathcore sich, weil Deathcore hat auch verschiedene so Wellen gehabt. Aktuell ist auch ein richtig Deathcore-Welle durch die Metal-Musik. Also am Gangen, mit einem ganz cool Bands, die es lange nicht mehr hören, oder neue Bands. Und, genau. Ja. Das war dann für dich die erste Begegnung mit Deathcore gewesen. Weißt du das noch? Absolut. Du hast mehr Suicide Silence gewesen. Ja? Sicher? Ja. Ich habe gemeint, nee, das war's nicht du. Pardon. Ja, voilà, nee, das war's nicht du. Das war, Dietmar Scusi. Das war der Ken. Der Ken hat mir an der Lyrik zu der Zeit, auch eben Bekannten aus der Zeit, den hat mir, lauscht der Data, das
absolute Wahnsinn und das war Suicide Silence vom echten an Ansel oder so wie das Lied heißt, ich weiß nicht genau wo nimmen Drop kein Pause an das extrem hält Squeal High Pitch und David Grohl dann wirklich ja und dass ich zu der Zeit auch schon ein bisschen also nicht ein bisschen mich schon Gitarre gespielt wird weil die spielen teilweise wirklich geschützt auf den ersten 2 Seiten und das klingt einfach geil ja einzukommen ein bisschen melodisches dran ja, also, bedingen sich auch so aus der at the Gates 10 und dann so ein bisschen Riffs mit Raburecht gehabt für ein Minimum Melodie ranzubringen. Die ersten Deals sind da wirklich so aber so du fandst Zeit was wirklich so die echt 4 Seiten wie du siehst ne? Ja und ich kann mich auch genau in die Video weil ich hatte von nicht das gelöscht und ich mir in den Videoclip geguckt da gab den Musikvideoclip von dem Lied und dann der Mitch gell den hat alles zerstört auf der Bühne gell die Präsenz und das war ich meine das war auch teilweise prägend für viele Lützeburg Bands zu der Zeit die nicht die probiert tun zum Teil Sachen nicht nur zu armen mehr sich wirklich davon inspirieren zu lassen so an Apple a Day weißt du das war Blackout Beauty ja und aktuell muss ich da ganz ehrlich so fällt mal nicht nach einem Deathcore Band als Lützeburg an wo du konkret so machen wie Demos gell ja zum aktuell hast du also mir fällt doch wirklich ich will nicht so dass du kein Götz aber fällt da wirklich kein an muss ich also sagen. War dein Gött also Renaud der wüsste wo da ist fand ne mir sind interessiert kann ich gerne einmal wir sind immer von Ohr du ja aneben ich meine wat alterem wie so den New Metal vergleich gehabt und ich meine New Metal hat sinn ich mat Korn groß gehen und so Korn zu dem Zeitpunkt schon dat war von den echte Bands wo ich gesehen wo man 7-seitige Gitarrespieler geil noch schon ob du ob sie nach mit Dave von Drop G geil ob 7 oder 8 Seite geil ich fand ja dabei genau was ist die echt gespielt ja das hat Geld oder ja an der Schmengen wie soll gut wir waren so viel Bands op de Summerblast gucken dem so waren noch so viel Deathcore Bands do oder so New Age Deathcore Bands wie Mexikaner du wie die gehecht wie dann noch hier kommst Craig dat war auch genauso Müll gell aber die hatten crazy nehmen die Bands da anneben de Schriftzug du ist doch ein bisschen mehr an anderen Flaschen wie just dem Black Metal wusste Deelweis nicht ganz lesen waren Deathcore Band so what the hell steht du ich kann nicht lesen das ist ein Trademark den dazu gehört Band nimmst ich kann mich erinnern ich meine allererste Begegnung war auch durch dich du hast mal den Debütalbum von Bring Me the Horizon gewesen gehabt ja wie sie noch gut Culture Blessings Culture Blessings ja das war für die haut sind eng für den ganzen Bands draußen so nicht also kommerziell von kommerzielle sich gesehen aber sind also ein brutal Deathcore Band angefangen den nächsten Album der war auch ziemlich gut so ziemlich well gewirrscht der war total ich habe mich direkt an den Jean verliebt gehabt ich kann schon und das Lied Job for Cowboy okay Entubement for Machine von ihrer allererster EP Doom die gehecht so geil da auch die Eichkehr wo ich Pixqueals heieren hun als Gesangstechnik so. Wie erklärst du engem den net wees wat Pixqueals wie erklärst du dat Schwein wat Grund so mir wat Grund von net fortlebt Metzler ich da geil oder wann selber Metzler will umbringen so als Fred so genau das schon irgendwo verstehe ich aber auch so also ich will nicht so dass ich mal d'accord mir verschiedene Elitisten an dann eben noch genre definieren Sache wie den Heavy Metal oder so das Fans von dem Genre mal Deathcore nicht können nur fenken kann ich verstehen weil du hast wirklich du hast nicht mehr sich was irgendwie unnäherungsweis und das könnt was mir als Klassiker empfangen Deathcore als wirklich wie du gesagt hast Ende 90er Anfang 2000er
war dat und so an du hast auch net run lo gerekelt gin der probiert méi melodies oder so dat war einfach feistand gesieht gell an das teilweise haut nach so ne mat den neue Bands den große Bands lo wie Lorna Shaw wo ja mittlerweile Kinneke sie vom Returned Deathcore gell dann definitiv so ja. Also wie gesagt, der Heichpunkt wo der 10 das war wirklich so mal zwischen 2005 und 2010 kannst du bald so ja. Bis 2012 vielleicht sogar nach Matze war wirklich so Zeit von den Suicide Silence waren definitiv Kings gewesen von der Zeit Whitechapel Carnifex definitiv ja Devin nicht unterschätzen auch geil ja dann war du bist wie so aufgegangen zu dem Schabalkette so und Jean wäre so im Aussterben an auch 2020 2021 wird dann mega geboomt gefühl so ja. Auch Slaughter to Prevail ganz wichtig aus Russland Alex Terrible sein brutale Gesang hat sich auch Demolition rausbricht gehabt Athlet an nur waren effektiv London Shaw die zwar schon 400 schon gut 10 Uhr dabei wären die dann aber to the Hellfire aber dem Blitz aber dem ultra brutale Breakdown zum Schluss explodiert auf YouTube und nur auch auf TikTok so weil ich ich denke der tut weiß auch dummer zu dienen weil nicht verloren Lorna Shaw ist mir auch wie mehr mit den 2000er wer du Social Media so präsent wie haut wer das wahrscheinlich noch vielleicht mir groß gehen mit Reaction-Videos und so verschmengen teilweise sind sie ganz viele Leute die op Videos reacten so Katalyst für das so so ultra boomt du fällt mir nach zum Beispiel ja Mental Cruelty an die hat leider bis mir gedessen mit Bandmembers wo eng Hanna Story war du kann ich nicht ganz viel dazu so weil ich selber nicht weiß mehr mit diese noch umrick mit einem neue Sänger ne die sind zurück mit einem neuen Sänger an den fand ich auch ziemlich gut ne ja ich fand die neue Sache von denen fand ich ziemlich interessant ich war immer echt keine Ahnung ich sind immer Oceano no gelaufen ja weil die noch ernst das waren so gut Differenz wie am Defco kennst du so okay klingt alles selbst das ist natürlich nicht der Fall aber gehen immer Parallelen und schon viel gehabt dass Oceano sich immer distanziert hue so bisschen an dem wat ze man an du Lorna Shaw hat der ganze massiver Orchestration han run an denen deelweis ja einfach schöne Melodien wis an das Leid ob so bis opmerksam gin verstehe ich absolut ge ja sie hat jo viel runnner Probleme gehabt Sänger fir run den CJ McCreary ja Geschicht gelaf ja, wie man am Sänger von Metal Cruelty dafür sich von ihm getrennt gehabt an Lawson Will Ramos eben Sänger bei hinnen an Spanien also auch das jung und das aber auch extrem charismatisch ich kann immens gut drüber über der Kamera an Gesang in super geil Techniken da muss ihm los geil ich kenne der Band wirklich hier in der vollste Moment an denken wann die lo weitermachen dazu auf dem nächsten Album Rumenke sich erweitert kann ich mir gut vorstellen ich kann mir das schon vorstellen ich ging sogar so weit go und dann einfach so und was vielleicht viele Leute denken oder hoffen dort der Mitschlacker als was war 2012 Mengen verstorben mit einem Autoaccident hier ass den Mitschlacker von eiser Zeit an hin ich will so drehen kann erzählen mir hin die ganzen dat ich wissen dat war Suicide Silence ausgemäht huet dat gesinn ich auch an hinnen zumindest am Gesang dat lo Punkto Riffage an so Punkto Musik selber net so dat ass wie Lorna Shaw ich schon gefühl dass hinnen en guten en Irwen ass fir dat wat den Mitschlacker gemäht huet dann hin dat nach ein Kind ausgebaut schmengt in seine Organ das net normal ge wat rauskommt das kommt Dämonen raus geht dir zu hell op ge war geil ich lieben das mir ranzigchte Sänger klingt am Defco das mir geil fand gesagt so unschuldig aus weißt du das auch das so witzig aus einerseits kleine Glubschein so von dann verscheizt dich an der Boden ge 15 Meter an der Boden ge
das schön ja. Deathcore as vielleicht nicht sing ist mehr nee definitiv ich kann auch verstehen wenn ihr seht das gut Menge ist und so gut von der extreme metal 10 von die so ja nee Deathcore vergisst ich muss einfach so natürlich von der Zeit auch geändert haut sind Filme oldschool Metaler die Deathcore akzeptiert hun als metal genre an schmengen wie war oder vier war Cannibal Corpse op Tour mat Whitechapel an Shadow of Intent 2 Deathcore Bands allein dat weist schon dat der Turschaft summen gar verarbecht so mir auch opgefallen ist was du guckst die OG Bands die freier 10 war immens chaotisch Musik war immens chaotisch verreckt durchgeknallt nicht immer gut produziert aber das aus der Charme ausgemacht so bisschen aber wenn du 10 Haut guckst das komplett anders das Geld kann so den Deathcore wo es gehen aber Fans sind eigentlich auch matt bis da wo es gehen sind ja okay. Ich habe gelesen das so schnell hier wo ich mengen ver metal.de wege so den Deathcore aus den hipster Kusa vom Death Metal an ich verstehe was du mengt ja das also zum lo wie du siehst das super besser produziert wie natürlich Produktionen sind auch immer besser gehen dann bei egal was Bands und Moja sie noch mehr gehen ich meine Leute einfach mehr wert auch drauf da tut ja denken ich auch den weil du mal zu dienen aber das ist ja auch ein Genre wo man noch nicht ganz viele Kinder drüber erzählen weil der Modern Metal wie ja haut genannt wird ich meine ich persönlich mal den Unterschied Heavy Metal aus Geburtsstunde am mittlerweile befanden wir in der Phase für den moderne Metal einfach Wort aus wusste auch dann den aktuellen Deathcore definitiv muss drasetzen oder dann anderem Metalcore Sache wo aber nicht Metalcore sind mir wo sich einfach modern Metal weil das dat Architect Spiritbox und so Sache wie dat wo weil es auch ich will nicht so durchschuld sind mit zum Deel dazu beidrohen dass Deathcore dann kann so groß wie Lana Shaw gell? Ja natürlich ich meine was so ich mein Whitechapel die waren am Top 10 von den Billboard Charts gekommen mit dem Album geil also für so ein brutale Genre als das extrem verrückt geil, muss ich schon sagen das natürlich gebucht, bei viele Leute das dann Alarm tun oh nee das Kommerz das darf nicht Kommerz sind das ich meine schon mehr ich persönlich Stilo irgendwo Wegschnitt ich finde so regelmäßig Deathcore statt schon auch Tendenz dazu muss ich schon aus auch irgendwo was schon das ich ging immer bei die bisschen eler Sachen zurück ich weiß dass eng Mass neue Deathcore Bands du gut und irgendwie ging ich aber dann entweder bei wirklich die OG Sache wie du siehst oder eben Pain Remains für Lorna Shore oder ja Oceano Mental Cruelty so Sache wie dat ich stimme schwer neue Sache weil ich irgendwie immer so denke en gewissen Angst so soll dat lo besser sehen soll dat lo nicht das Sinn weißt du so geil ja da musst du ja selber ausmachen ich sprengen mir fällt schon op von etwas anderes klingt oder schon nicht so besser einfach anders also da einfach raussticht sicher schon heinst du so ein bisschen durch weil neues gö ja schon von den aber eins noch immer schmackhaft Sachen Deathcore also ja nicht aufgeneigt immer nice oder vielleicht ich falsch ausgedrückt also das echte so ein irgendwo wesig am Fer schon weit klingt an Deelweils lässt mein Ohr nicht so neue Sachen auch von neue Sachen dran sind neue Sachen einfach zu lauschen weil man so nee okay der du klingt wie keine Ahnung wer und dann klicken ich auf das nächste Lied und dann so ja Hummer schon 20 Mal her dafür ja war ich war immer ein bisschen den wo bisschen sich distanziert wird von eben dem an der Dose definitiv eine Form von Extreme Metal geil ich mit den melodiesen Typs dafür hun ich auch zum Teil Lorna Shaw mittlerweile viel lever wie viel einer Sache wo ich lo nach 4 länger keine Ahnung 5-6 Jahre gelöscht hat okay ja nee verstehe ich auch
hallo wissen man nicht Hallo. mit zu sagen. was man effektiv viel Sachen am Kopf die ich wollte so alle vergisst das ist nicht schlimm wir sind high viel Fehler zu machen noch nur das bestimmt noch nur das gehört dazu Kritikpunkt wo ich auch selber und kurz sehen das wie du erwähnt hast oft klingt vieles selbst das war auch damals der Problem gewesen so ab 2010er so du hast so ein Mass von Bands gehabt ja das war und einfach, vieles ja. hun probiert an Suicide an High and Do zu kopieren an waren aber auch nie so Druck kommen und das langweilig gehen das ist einfach langweilig gehen an ich hoffe dass das lohnt danke geschieht obwohl ich sport kein vierstellen da kein geschehen da einfach repetitiv geht alles so ne? Ja ich mein du deck oft verglach mat Bands weil ich aktuell so Situationen feststellen weil ich mich aktuell total am Tech Death Metal ophalen gell Okay. ja et gin ganze Coop viel technisch Bands dabei sind die aus dem Death Metal Genre sinn wann du wie Ding denkt ein Trio infernale von so wie ja es nennen sein Fall wie Inferi oder dann Archspire oder so Sache wie dat alles wat du no könnt as so ja das gut me das net viel ernst das an dat du sinn ich lo aktuell an ich meng das bei all genre so Situationen natürlich ja ja. Du dann noch all pur x Joer ass dann eng Band ebe Wéiler Show die dann so rausstecht, ja. so wat das sommer do Orchester dran man obwohl ich auch muss so das Mental Cruelty dat auch schon feder gemet huet ja, das hat so gut produziert auch, ja. man kann die Facts auch schon nach filmi frei ja die hat noch den der blacken Death Metal angefangen ich weiß nicht, ob sie die echt waren aber sie waren ziemlich frei angefangen modern Lorna und ja auch viel Black Waves dran ja. Ich meine das schon bald den Trademark vom New Age Deathcore als eben die extrem schnellig geht Black Metalisch kind of stuff und so und, ja kann die Facts war ein bisschen vielleicht sogar noch mehr distanziert wie Oceano weil sie immer so den schwarzen Unhang do hatten an noch teilweise textlich gesehen ich meine an Texter beim Deathcore geht es gewöhnlich hast der gesehen und hast mich verhauscht wie oft kann ich straf warum hat oft ziemlich viel feindlich Sachen ja leider schon ja das natürlich das ist größte negative Punkt gell ja dat muss net tun Donner se den och dat den Defcore erwurste gi ass weil haut aber schon ein bisschen anderer Thema mir ich finde so sozialkritisch Thema aber sowieso Probleme persönlich Probleme psychologisch Probleme aber zu selber mir philosophisch Themen auch geil also mir schon de Jean aus Mathe Musiker so ein bisschen groß gehen Wurste ja das stimmt schon nee, das ja das bist schön wie gesagt bei Van Defco Cooks Deelweils muss ich persönlich so gehen weil du kannst du weil wann du Buch oder also Bichelchen nicht dabei ist oder nicht kannst auf Internet gucken was denn überhaupt du singt wirst du sowieso keine Ahnung weil du kannst du kannst nicht nur verzeihen was du halt diese gegangen und da warst du halt auf der Feld so ja gut ja mit das ist doch ja da darfst doch 90% von Black Metal Bands nicht lauschen das ist ne ja mehr das allgemeine Problem extrem Musik aber ich muss auch sein zu so steuert bestellt von Text lese wenn ich deine Band wirklich extrem gern und da gehen ich Texte lese ja ich meine geht halt von Deathcore willst laus drin oder Lust so wann du durch den löscht gehst was am Auto was gestresst gehst du durch den Löschen dann könnt da so Sachen wie soll mal am Menge löscht ging es dann selbst gesehen du da könnt Blind Guardian da könnt Death Heaven da könnt denn dat und da könnt irgend von so ein so ja Lorna Shore oder Suicide Silence so Bludgeon so ja egal was du singt mir ich will just absolut pure Zerstörung an the Breakdown du kannst dann wirklich so an Pumpel go und das schön das wunderschön ja dabei de Mitch den hast ein wirklich nach verstanden wat du ja das natürlich auch so, ja. Richtig gut Gesangsorgan gehabt ja leider viel zu frei von Ausgang wie so viel Musik leider ja Episode schon drüber gespart gehabt
der andere Episode ja, ja. Wie gesagt Defco singes ich selber ich sind eben vielleicht wissen dass ich Fan von extrem Musik sind extrem Metal sind schon Defco ger ich lausche nicht die ganzen Zeit ich lausche dann teils zu fast weil mich ganz viel lauscht dann manchmal warum mein Pause und distanziere mich schon so ein bisschen davon und dann komme ich schon welche von der Trick von Spuck aber allgemein trodisch de Genre aber auch ein bisschen am Herzen tut auch so nostalgische Gründe Ja, weil genau. eben und Anfang 2000 da wo mir 2 Euro viel ob Tonne Konzert waren die Zeit, wir das war waren einfach nie daheim, mega ja. viel Konzert gewesen war ein Geldzeit gewesen war eine geile Zeit es war viel geil Musik da kommen ja an ich meine für die Defco muss ich für sich fannen an anderem muss ich auch ein so op und und für vielleicht so und so ja okay ich kann der sehr eine Chance gehen ich muss der sehr auch eine Chance gehen weil ich nicht alles kann der selbe Stippe gehen ich meine du hast Defco definitive Beispiele ab wusste du siehst ja das ist das vielleicht eng von den extremste Formen von moderner Musik wo nach du hast ja an aktuell so gut also ging ich so lo ja zum lo besondersreggers Ja, Baby an der Spende von der kann profitieren sollen noch profitieren yes. wie wie lange du hält dat wüsste man net dass wir als Gesundheit dafür bleibt gesund profitiert ja na ja gesund hat man für Haut ausnahmsweise machen wir Schluss ja ausnahmsweise wir machen immer weiter die Episode halt nie op freck so viel RAM mein Computer net mehr da muss einfach Cut machen fertig ja so ciao Eddie